Sondersing, ein Japaner, dem ging das Säuerschein beistehen. An diesem Tag hat das Japaner sich vorgenommen, einen Beuch, der hier eine große Herausforderung mit dem Napp zu stehen. Und er klettert Napp und dann fängt das einmal an zu schneien. Und dann überlegt er, was habe ich bitte raufgriffen oder Napp? Er weiß, dass der Bube ein kleines Haus wie, was für die Bergsteiger gemerkt wird, dass er da Schutz sehen können für die Kalt. Er entschlägt sich Napp, wenn es das wird leichter sein als rauf, so, dass er Busia, am seinen das Haus zu kommen, im Schutz von diesem Schnee, was da fallen wird. Als er dann wiederkommt, dann sieht er einmal einen Mann, der liegt da, der auch da in ein Haus will, der sich gesperrt hat, aber der wie kalt geworden ist, der kann nicht wieder. Dann überlegt er und denkt, was tue ich? Wenn ich dem legen lasse, dann stirbt mir das Mann. Wenn ich den mitnehme, will wir beide sterben. Was willst du da in der Hand? Na, hier bloß das Rede als Leich, ich würde Mädchen in der Hand, oder was würde ich da in der Hand? Für kommen Entscheidungen ganz schwer ans Leben, nicht? Sondern ich nehme die Entscheidung, ich will dem uploaden und ich nehme diesen Mann mit. Und das würde ich dann doppelt Arbeit sein. Einfach diesen Risiko angehen und sagen, was passiert, ich kann dem hier nicht legen lassen, einfach so. Und sie hat das mit aller Arbeit und aller Pampe und er wird so warm und diesen Mann, was er im Scheller dreht, damit er seine Wärme, was er produziert hat, was der andere Körper auch war warm und irgendwann weicht er ab, wenn es will, so kalt, dass das alles nicht mehr dauert, und weicht er ab und dann kann er auch wieder gehen. Und dann sind sie so freut, und als sie einzig wieder gegangen sind, dann sagt das andere Mann zu Sondersing, dann finden sie da einen Schnee, das sieht kreuz aus dem Mensch, und kleben dann noch, wo das gesagt soll sein. Und dann sagt das Mann zu Sondersing, du hast dein Leben geraten, bloß wenn du mich mitgenommen hast. Das Mann, der ging klingt best fertig für mich, bei mir vorbei, und der kickt mich an, kickt mir im Gesicht, und der hat das Busig und denkt wieder, wenn es die Busig im Haus will. Wenn du das getan hast, wirst du angefroren. Aber wenn du so schwere Arbeit hast, deswegen hast du dein Leben geraten. Manche Menschen im geistlichen Leben, in einem emotionalen Kummer, nicht fairerweise, wenn sie das nicht schwer genug haben. Die haben das leicht im Leben. Da sind sie nur schwer, das hat das Arbeit, aber das muss ein bisschen Dollar arbeiten. Die Bibel sagt in der letzten Zeit, weil sie kalt waren, dass viele Menschen anfrieren waren. Und deswegen müssen wir andere Menschen mitnehmen, das Krieg mitnehmen. Wir sind hier gewesen, nicht nur in Hüsse auf dem Berg, wir sind hier gewesen im Himmel und wir sollen andere zu Jünger machen. Das ist eine Herausforderung, was Jesus an sie gegeben hat. Die Bibel sagt uns in Matthäus Kapitel 10, Vers 38, wer nicht seinen Krieg ab sich nimmt, und mir nur falsch, der ist es nicht wird, mit mir zu sein. Der ist nicht wird, mein Jünger zu sein. Der Krieg nehmen ab sich. Den nächsten helfen. Viele Menschen haben zu so Druck, ich kann nicht andere Menschen helfen. Ich habe es zu kompliziert mit meinem Leben. Und das sind die Menschen, die irgendwann anfrieren und nicht bei der Latz kommen. Und manche sind bereit, die nächsten Tage, Milliarden und die ganze Ewigkeit zu verlieren, wenn sie nicht bereit sind, andere. Ich habe zu Druck mit mir, ich muss schwer durchgehen. Lass die anderen ankommen. Hauptsache, ich komme, wo sich da fairerweise im Leben. Was ist das denn dein Leben? Bist du bereit, andere mitzumerken, auch wenn du das schwer hast? Bist du bereit, ich will mich aufopfern für andere? Die Realität ist dort, wenn wir andere helfen dürfen, durch dich uns selbst helfen dürfen, auch wenn es wieder dann fairerweise kommen und nicht kalt wurde. Gott macht eine Oase für die und für andere Bilder, indem dort du nicht bloß an die denkst, dass ich nicht an mich denke, sondern wie kann ich andere Menschen helfen, die uploaden, und dadurch dort mein Hort Dollar arbeiten macht, und dadurch eine Oase für die und für die Nächsten, dass wir alle kennen, in ein Haus kommen, was Gott für uns gemerkt hat, das ganz Beste für alle Ewigkeit.